Martin, das ist Andrea. Hallo. Sie wird mich heute schminken und ich erzähle euch dabei die wichtigsten Dr. Sommer-Fragen. So, was machst du eigentlich für ein Make-up? Was hast du? Ah! Was hast du wollen? Ich hätte gerne Smoky Eyes Das habe ich mir schon gedacht. und so richtig nuttige Lippen. Es wäre mega praktisch, wenn jeden Tag, irgendwie, bevor du raus musst, wirst du geschminkt. Was ist das? Es fühlt sich irgendwie an wie Quark. Das ist CC Cream. Ich will jetzt einfach Beauty-YouTuber. Das ist ja wohl viel einfacher, wie die Let's Plays machen. Du musst ja einfach Zeug ins Gesicht schmieren. Schau, da hat der Zac Efron die Hand in der Hose. Du bist sexy. Okay, danke. Ich glaube, wir haben nicht den gleichen Hautton. Ja, logisch haben wir nicht den gleichen Hautton. Du bist doch bleich und ich habe so einen südländischen Teint. Wie so ein Spanier oder so. Das wird irgendwie fast wieder ein Song. Mein richtiger Name ist nämlich Martine Seven. Das Dr. Sommer-Team ist wieder dabei, auch der Klaus, der alte Sack. Hilfe, mir wachsen Brüste. Genau das Problem habe ich im Moment auch. Elias 14. Meine Brust ist deutlich größer geworden, obwohl ich nicht viel zugenommen habe. Lieber Elias, wenn du willst aussehen wie ein Mädchen, dann musst du dich zuerst einmal von deiner besten Kollegin schminken. Außerdem bin ich auch der Meinung, dass man sich selber nicht allzu ernst nehmen sollte. Wenn die Brüste wachsen, dann wachsen dir halt die Brüste. Dann bist du halt einfach ein schöner Mann mit Brüsten. Das ist doch nicht so schlimm. Und sonst weiss doch nicht, was kann man machen? Halt mehr Sport machen, ein bisschen trainieren. Weiss doch auch nicht. Meine Frage ist eher, was für eine Körbchengrösse hat der? Ich meine, wenn du jetzt ein A-Körbchen hast, dann ist es ja okay. Aber wenn du so ein Doppel-D hast als Mann. Sex am Strand. Das passt ja voll, ist schon wieder Sommer. Noah 16. Ich fahre mit meiner Freundin und ihren Eltern nach Italien. Unser erster gemeinsamer Urlaub. Wir freuen uns riesig und träumen davon, am Strand bei Sonnenuntergang so richtig romantisch Sex zu haben. Aber wäre das denn erlaubt? Ich glaube, gerade in Italien sehen sie das nicht so locker, weil da musst du auch eine Badkappe haben, um zu schwimmen. Das heisst, ich nehme an, am Strand bumsen ist auch nicht so erlaubt. Sex am Strand, immer aufpassen wegen Sand im Getriebe. Baut euch doch so eine Sandburg und versteckt euch da drin. Ja, dann werden sie nicht sehen. So, und schreibt es von außen an mit Fickschloss. Yeah. Ich habe plötzlich keine Periode mehr. Das kenne ich. Carlotta 13. Vor einem Jahr habe ich zum ersten Mal meine Tage bekommen, aber jetzt warte ich schon seit 3 Monaten auf sie. Gibt's das? Also ich meine, wenn du schwanger bist, okay. Ja, logisch gibt's das. Wenn Jo, sie das erste Mal bekommen. mit 13. Ja, dann kann es sein, dass man es irgendwie ein paar Monate nicht hat und erst dann kommen. Sie sind am Anfang nicht regelmäßig. Aha. Ich kann mich nicht fallen lassen. Nele 17. Ich habe schon 2-mal mit meinem Freund geschlafen, war aber jedes Mal total abgelenkt. Ich denke darüber nach, ob es ihm gefällt, ob ich alles richtig mache. Er hat Spaß und kommt zum Samenerguss und ich werde nicht mal richtig erregt. Was kann ich tun? Es wäre im Fall gar nicht dumm, wenn die sich komplett Kanten gehen, nicht? Die müssen sich so richtig abschießen, weißt du? Hardcore zulaufen. Und dann ist es ihr auch egal, dann schläft sie wahrscheinlich ein. Aber stellst du dir das jetzt auch so vor, dass sie so dort liegt, so... Und dann... Ja, aber so, das tönt ja wohl wirklich langweilig. Vielleicht sollten sie aufhören, Fernsehen schauen nebendran. Oder meinst du, der Dude macht die ganze Zeit so Geräusche, wegen dem ist sie abgelenkt. Weißt du, zum Beispiel so... Ich brauche Videos, sonst kann ich da überhaupt nicht mitreden. Tattoos! Mein Freund ist total schüchtern und unerfahren. Angela 16. Zuck nicht immer zu. Mein Auge ist halt nicht so. Ich bin seit knapp einem Monat mit meinem süßen Schatz zusammen. Aber außer Küssen läuft bei uns nicht viel. Ich vermute, er traut sich nicht so richtig. Ich würde ihr vorschlagen, anstatt ihn darauf anzusprechen, verführen doch einfach. Gut so, wenn sie bis jetzt noch geküsst haben. Meine Frage ist, hat er denn auch schon mal sonst so ein bisschen an der Delikatesse rumgelenkt? Verführen einfach. Gar nicht gross fragen, einfach mal drauf hocken. Mit Kondom macht mein Penis schlapp. Noah 14. Schon wieder ein Noah. Wieso heisst denn alle, die Probleme mit Sex haben, Noah? Mein Schwanz. Okay. Früher haben sie sicher noch Glied geschrieben, oder? Oder Penis, aber nicht Schwanz. Schwanz! Mein Schwanz kann noch so hart sein. Sobald ich mit dem Kondom herumfummle, schlafft er ab. Hä? Da steht, das ist reine Kopfsache. Ah, ich habe gelesen, das ist eine Katastrophe. Dann musst du halt irgendwie Zeit lassen. Oder lass doch sie das Kondom drüber machen. Vielleicht ist es dann besser. Vielleicht sieht sie Penis durchs Kondom die Freundin richtig, weil er sonst kurzsichtig ist. Und mit dem Kondom hat er irgendwie so wie eine Brille, weißt du? Und dann sieht er sie richtig und findet so, nein, tschüss! Jetzt kaufst du dir mal ein 20er-Pack Kondom und stülpst eins nach dem anderen drüber. Das ist wieder teure Sache für 14-Jährige. Jo, also wenn du mit 14 schon bumsen kannst, dann kannst du auch Geld für Kondom ausgeben.
Chill dich, Alter! Chill dich! Schau mal auf. Chill dich! Da, Blut! Seh auch Blut! Wow, sei stolz auf dich. Und dann jetzt so aussagekräftige Sachen wie du hast deine eigene Meinung. Du entwickelst dich ständig weiter. Du bist einzigartig. Nicht einmal einzigartig sind wir. Kannst du jetzt bitte mir noch die Lippen schön machen? Also, welchen Lippenstift hast du? Ah, jedes Mal in der Maske das Hurentheater. Travel ohne Trouble, Alter. Das nächste Mal, wenn ich in die Ferien gehe, mache ich genau das Gleiche. Dann, wenn sie mich am Flughafen fragen, so, wo reisen sie an? Dann sage ich, Travel ohne Trouble, Mann. Also, was ist das? Welchen willst du nicht? Der am geilsten ist. Welcher ist am geilsten für dich? Der, Mann. Und, was meinst du? Wunderschön. Ich sehe verdammt nochmal aus wie der Ozzy Osbourne. Aber wenigstens haben wir wieder mal etwas vom Dr. Sommer gelernt. Jenste Aufklärung betreiben wir hier. Eigentlich müsste ich die Einstellungen von meinem Kanal mittlerweile ändern auf Bildung. Ich meine, wir lernen wirklich etwas in diesen scheiß Bravos. Aber auf jeden Fall, wir danken euch ganz herzlich fürs Zuschauen. Und hoffentlich sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Das grösste Problem und das einzige Problem am Spiel ist, dass du dann einfach nicht genug Tüchle hast. Oh, nehmt alle Tüchle, haut ab und nehmt Tüchle. Ampe, lass mich in Ruhe. Es ist im Fall nicht einmal einfach, die sicher zu treffen. Vor allem, weil du kannst nicht springen. Das heisst, du kannst nicht mal so 360 No-Scopes machen. Ich habe keine Tüchle mehr, ich muss weg, ich muss weg, ich muss weg. Bei denen hat das Tüchle kommen. Yes. Glück gehabt! Und jetzt rüsten wir die alle mit Tüchli aus. Nehmt Tüchli, die blöden Figur.